So, willkommen zu der Hour of Power. Heute haben wir Hour of Prayer, genau. Heute haben wir Powerful ist sie. Absolut neues Thema. Was haben wir heute für ein Thema? Wir haben ja jeden Tag ein anderes Thema, weil wir wollen mit euch so 31 Gebetsstile durchgehen, weil wir haben gemerkt, wir beten viel, das Gebet ist so hochgegangen und dennoch scheint es nicht so einfach zu sein, für Leute länger zu beten, es sei denn, man hat ein bisschen verschiedene Pläne. Und was ist heute das Thema, Susanne? Heute ist das Thema Dialog mit Gott. Wow. Und weißt du, früher habe ich folgendermaßen gebetet. Ich habe gedacht, Gott ist da oben im Himmel irgendwo, so stellt man sich das halt vor als Kind, junge Erwachsene, wenn da kein neues Bild kommt. Und ich habe meine Gebete so formuliert, dass Gott dann, wenn das und das geschieht, dann ist das ein Ja. Wenn das und das geschieht, dann ist das ein Nein. Kennst du das? Kenn ich und auch. das ist alles so ziemlich unpersönlich. Und der Dialog mit Gott hat mir geholfen, zu realisieren, dass das Gebet eigentlich etwas sehr Persönliches ist, was eben nicht ein Monolog ist, nur ich spreche, sondern er antwortet, er spricht zurück. So ein wunderbarer Dialog, genau. Und das ist ja nicht ganz immer so einfach, dann Leute natürlich auch die Frage stellen, ja, wie kann ich dann sicher sein, dass ich auch die Stimme von Gott gehört habe? War das einfach meine Fantasie oder mein Wunschvorstellen oder war das auch, sage ich jetzt mal, der Teufel, der Feind oder war das wirklich der Wille von Gott und das Reden von Gott und das Sprechen von Gott? Waren das Engel, waren das irgendetwas? Und der Dialog ist ein ganz einfaches Prinzip und ich möchte euch zu Anfang ein Bild malen. Und zwar, ich habe so ein Daily Journal, das kann man so ein Buch nehmen, Smartphone, iPhone, was auch immer. Und ich habe mich entschieden, in der hochdigitalen Welt habe ich mich entschieden, wieder so ein Buch nach vorne zu holen, weil das ist wieder etwas Spezielles. Früher war ein physisch. Früher war ein Buch so normal und da kam das Smartphone und das war cool und trendy. Und heute hat man das alles und jetzt ist das wieder cool und trendy. Und das hilft mir ein bisschen, einen ganz anderen Stil zu haben. Ich habe da einen schönen Stift und schreibe da rein, mache meine Gedanken. Und das sind so meine Dialoge. Dann hat das so ein Ding hier. Und dann nehme ich das und weise auf diese Seite. Und dann kann man das schön zumachen und Leute sagen, was ist das? Dann sage ich, das ist noch ein Buch. Und das ist mega cool heutzutage. Also, dann habe ich noch ein anderes, da steht mein Name drauf, das habe ich geschenkt bekommen. Wow. Und das ist so meine Predigtnotizen, da habe ich das immer wieder drin. Zum Beispiel der Auszug ist aus Ägypten vom letzten, das von diesem Sonntag. Ist die Predigt hier, der Auszug von Ägypten, und ist das der Gedanke, sie sind von Ägypten ausgezogen, aber Ägypten war noch in ihnen drin. Und da machst du so einen Dialog mit Gott. Ja, das sind so Bücher, die ich jetzt habe, die mir mega helfen, diesen Dialog mit Gott zu machen. Um uns einzusteigen in den Dialog mit Gott, werden wir heute so ein Worship-Lied hören und wir haben eine neue Technologie. Und zwar, ich schiebe einfach Dave Cool hier in das Bild. Man kann ihn, glaube ich, sehr, sehr gut sehen. Und Dave, der Dialog mit Gott ist ja etwas, nicht nur ein Weg, sondern ich spreche, Gott spricht zu mir und auch umgekehrt. Und wie erlebst du den Dialog mit Gott in deinem Leben? Das ist eine gute Frage. Ich brauche ein bisschen Zeit, kurz. Jeweils am Morgen habe ich so ein bisschen Ritual, ich stehe auf, ich gehe duschen, dann setze ich mich hin mit einer Tasse Kaffee oder einem Tee und lese vielleicht was und versuche zu hören. Und meine Frage ist dann oft, möchtest du mir was sagen? Und dann, cool. Ja, da kommt was. Mega cool. Cool. Dave, du hast so ein Worship-Lied, was hast du mitgebracht? Genau, ich probiere mich mit Hochdeutsch heute, weil das war ein Feedback, dass das mega gewünscht ist und wir geben uns als Schweizer natürlich mega Mühe, oder? Und ich habe 10.000 Gründe mitgebracht, 10.000 Reasons, ihr könnt das eingeben über Google und dann kommt das, könnt ihr mitsingen. Genau. Dave, weißt du, was mich immer traurig macht, wenn ich dann in Deutschland bin und ich predige da auf Hochdeutsch und sagen Leute, wow, ich habe dein Schweizerdeutsch verstanden. Nein, das war mein Hochdeutsch und es ist jedes Mal für mich so ein Wow-Erlebnis und sie sind dann auch enttäuscht, dass es effektiv mein Hochdeutsch gewesen war. Und höher geht es dann jeweils nicht mehr, gell, Absolut, genau. Also. Ja, es geht schon höher. 10.000 Gründe. Super. Come on. Zum Lobe den Herr, meine Seele singt, bete den König an, sing wie niemand
niemals zu voll. Nur für ihn bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, und wieder bring ich dir mein Lob. Was auch vor mir liegt und was auch noch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Kommt und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, sing wie niemals zuvor, nur für ihn, bete den König an. Du liebst so sehr, du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Kommt und lobe den Herrn, kommt und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, bete den König an. Oh. Und wenn am Ende meine Kräfte schwinden, wenn meine Zeit gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Und du lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, bete den König an. Bless the Lord, bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Like never before, oh my soul, worship His holy name. But I worship Your holy name in the valley, on the mountain, worship Your holy name. Wow, was für ein Song, der 10.000 Gründe, wo wir haben, um Gott Danke zu sagen. Es ist definitiv so, es kann sich auch manchmal lohnen, dass man ein Blatt Papier nimmt, eine Liste nimmt und einfach alles aufschreibt, für was man effektiv dankbar ist, weil es gibt auch viele Wunder, die Gott getan hat im Leben. Und das Leben ist einfach so, man vergisst plötzlich in der Hektik, im Stress, in den eigenen Sorgen Dinge von diesem Gott im Himmel. Und das lohnt sich einfach, Gott das mal aufzuschreiben. Und es könnte auch ein Dialog sein von Dankbarkeit, um das Gott hinhält und einfach mal ihm wirklich von Herzen sagte, wow, ich bin beschämt, ich bin beeindruckt, ich bin gesegnet, ich bin überwältigt über alle diese Dinge, die du in meinem Leben schon bewirkt hast. David, komm da nochmal zurück zu dir. Schieb dich ganz kurz nochmal da zurück, das ist die Technologie. Und was auch ganz cool ist, ich sehe in unserem Backofen, sehe ich unser Fitnessgerät da spiegeln, genau. Das ist auch eine Art und Weise, wo du, Susanne, sehr oft den Dialog mit Gott verbringst. Wir haben 6 Dialoge, die wir mit euch heute durchgehen möchten, und zwar
Dialoge, die dir vielleicht helfen, mit diesen Männern und Frauen aus der Bibel einfach einen Dialog auch zu führen. Und wir gehen das ein bisschen systematisch durch und werden auch dazwischen dann nochmals Lieder zusammen singen. Der erste Dialog in der Bibel, den wir jetzt herausgepickt haben, ist eine Frau, das ist Maria, denn sie hatte mit den Engeln einen sehr hochinteressanten Dialog. Und sie hat gesagt mit anderen Worten, ich brauche Glauben. Es gibt Situationen, wo du eine Botschaft bekommst, eine News bekommst, du stehst vor einer Tatsache und du sagst, menschlich ist das absolut nicht möglich. Und es kann dann sein, dass du sagst, wie soll das geschehen? Wie soll das möglich sein? Und du merkst plötzlich, ich brauche Glauben. Und das ist so ein Dialog, den Maria geführt hat. Susanne, kannst du mal ganz kurz das erklären? Der Background von der Botschaft, die die Engel der Maria mitgeteilt haben, so aus dem Nichts heraus. Ja, der Engel hat ihr gesagt, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Also, dass sie schwanger werden wird und dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Und sie war ja gar nicht verheiratet. Und es gibt ja oft im Leben so Gedanken, die du vielleicht auch hast, so Blitzgedanken. Aber es sind so Blitzgedanken, weil sie kommen wie die Engelsbotschaft aus dem Nichts. Und du fragst dich einfach, ja, wie soll das gehen? Und genau das ist bei Maria der Punkt. Und was mich fasziniert am Dialog ist, und eben an diesen verschiedenen Dialogen, die wir dann durchgehen, diese Menschen, die hatten Fragen. Ja. Also einen Dialog stelle ich ja, weil ich eine Frage habe. Und spannenderweise erinnere ich mich an den Deutschlehrer, der hat zu mir gesagt, weißt du, ein Aufsatz wird dann spannend, wenn es eine direkte Rede hat. Dann wird es spannend. Und das hat ja immer mit Frage und Antwort zu tun. Oder der eine sagt das, der andere sagt dies. Ja. Und genau das hat Maria gesagt. Sie hat die folgende Frage gestellt und beim Dialog kannst du dir jetzt ein Blatt Papier vorstellen oder so ein Buch, wie es Leo gesagt hat, und da steht zum Beispiel Maria Doppelpunkt und das ist das, was sie sagt. Wie soll das geschehen? Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen, was in Lukas 1, Vers 34 und folgende nachzulesen ist. Also, wenn du jetzt Maria wärst, dann würdest du schreiben, wie soll das geschehen? Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Genau. Das ist eine offene Frage. Genau, also du kannst es ganz, ganz einfach machen. Du nimmst ein Stift, ein Blatt Papier, das kann auch dein Smartphone sein, was auch immer. Das ist unsere allererste Übung, die wir heute mit euch zusammen einfach machen möchten, ist der Dialog. Ich brauche Glauben und du schreibst einfach drauf, Gott, ich brauche Glauben. Dein Name, oder? Ich habe da 2 Blätter gemacht, für Insta Live ist es gespiegelt, für die andere Kamera ist das normal. Also irgend auf einem Blatt kannst du es lesen. Du schreibst einfach deinen Namen, also ich habe Susanna geschrieben und dann kommt mein Anliegen, meine Frage, wie soll das gehen, wie soll das gehen, wie soll dies gehen und dann schreibst du Gott, Doppelpunkt und wichtig ist, dass du einfach im Fluss drin vom Schreiben schreibst du einfach das Erste, was dir in den Sinn kommt. Du musst nicht überlegen, du musst nicht lange hirnen, sondern du nimmst das, was einfach intuitiv kommt. Und der Punkt ist, wenn du es aufschreibst, und dann nachher durchliest, wirst du dich wundern, was du aufgeschrieben hast. Weil wenn du den Verstand eingeschaltet hättest, hättest du dich nicht getraut. Man sagt ja, wer schreibt, der bleibt. Und das ist auch etwas, weil man kann es dann später wieder nach vorne holen. Merken, das war ja ein Dialog mit diesem Gott im Himmel. Es ist wichtig, dass man nicht lange denkt, sondern man schreibt es auf. Gott, ich brauche Glauben für meine Finanzsituation zum Beispiel. Es ist unmöglich, wie soll das geschehen? Ja. Und dann hörst du, was würde Gott sagen? Und es kann ein Eindruck sein, ein Gefühl sein, schreibst es auf. Und dann gibt es wieder eine Gegenfrage, was du hörst, stellst du wieder die Frage und Gott gibt dir wieder eine Antwort. Susanne, lass uns mal das ganz kurz selber machen. Ganz, ganz praktisch. Wir können es jetzt auch ganz kurz zu Hause machen, so 1 Minute. Susanne, ich gebe jetzt dir mein Buch, das darfst nur du. Und du darfst jetzt diese Seite, weil die schon ausgefüllt. Ich gebe dir meinen Stift, oder wie genau? Nein, jetzt 1 Minute und nimm dein Thema, wo du Glauben brauchst, gerne hier. Weil ich brauche es Bauchbruch. Genau, 1 Minute, schreib auf, wo brauchst du Glauben? So, also lieber Gott, genau. Und dann Susanna. einfach, Susanna, genau. Wo brauchst du, hast du ein Thema? Lieber Gott. Ja, schau mal, lieber Gott. Genau.
Machen wir es ganz, ganz praktisch, lieber Gott, ich bin jetzt so der Lehrer, ich erkläre jetzt es ihr und euch, genau, das ist eine coole Position, du machst jetzt Homeschooling, genau, lieber Gott, und jetzt stellst du Gott eine Frage, wie soll das finanziell funktionieren, wie soll ich als Single, Frau, Mann, endlich mal einen Mann, Frau finden, wir wollen schon lange Kinder, oder wie soll das funktionieren mit unserer Kirche, oder mit meinem Traum, den ich schon seit Jahren habe, das sind alles solche Dinge, wie soll ich von dieser unheilbaren Krankheit, dass Ärzte ausgesprochen haben, wie soll ich da wieder gesund werden? Und man macht einfach eine Frage, die uns bedrückt, wie Maria, wie soll das geschehen? Berechtigte Frage hätte ich auch gestellt. Und einfach da mal schauen, was würde Gott zurück sagen. Wir haben es jetzt ganz spontan gemacht. Ich habe Susanne nicht gesagt, dass ich das mache. Ich muss sagen, ich brauche ein bisschen Anlauf. Also vielleicht kannst du auch jetzt nicht gerade sofort eine Frage formulieren, weil du einfach genau wie ich nicht darüber nachgedacht hast. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Dann beginnst du einfach zu schreiben, was dich beschäftigt, und aus dem heraus merkst du vielleicht, da kommt eine Frage auf und dann stellst du Gott diese Frage. Genau, absolut. Was hast du schon geschrieben? Also ich habe geschrieben, lieber Gott, hier bin ich. Gibt es einen Bereich, wo du mir Glauben schenken möchtest? Weil es geht ja jetzt im Beispiel von Maria um Glauben. Gibt es einen Bereich, wo du mir Glauben schenken möchtest? Und dann macht es tack und sofort erinnere ich mich daran, was ich diese Nacht geträumt habe oder was ich diese Nacht mir vorgestellt habe. Und dann schreibe ich Gott. Genau, und dann wird es schon ziemlich konkret. Wenn ich das jetzt aufschreibe, dann begebe ich mich massiv aufs Wasser, aber so geht es dir ja vielleicht auch. Und wenn du es auch noch in die Kamera sagst, dann ist das natürlich around the world schon mal proklamiert, eingeritzt wie ein Tattoo. Werden Leute immer fragen, oh, ich habe mal gesagt, ich möchte gerne auf das Matterhorn gehen. Und Leute fragen mich bis heute, war schon da? Und ja, weil man muss auch noch trainieren. Die Höhenangst ist nur eine kleine Sache, sondern das Training ist das andere und es braucht monster viel Aufwand. Susanne, was hast du jetzt so gehört, wenn du es aufgeschrieben hast? Ja, ich lehne mich jetzt tief aus dem Fenster, ganz weit aus dem Fenster. Also ich bin heute Nacht aufgewacht, das habe ich mich wieder erinnert, wo ich aufgeschrieben habe, wo möchtest du mir Glauben schenken, habe ich mich erinnert, dass ich mich gesehen habe mit einer Kamera und ich war im ICF im Foyer und ich habe einfach mit den Leuten gesprochen und sie dabei, also uns dabei gefilmt, einfach so, ja, wie du das auf Insta Live machst. Das würde ich jetzt nie machen von meiner Persönlichkeit her. Das habe ich gesehen. Und wenn ich dann so die erste, und das hätte ich nie aufgeschrieben, also weil das sind Gedanken, die tue ich ganz weit weg, aber genau darum geht es beim Dialog, weil Dinge hervorkommen und einfach sichtbar werden, die Gott vielleicht in dein Herz gelegt hat, aber du hast Angst oder du kannst diese Antwort nicht glauben. Genau, und jetzt kommt ja auch die Frage, das ist ja alles hier nur Seele, das ist ja nicht mal, hast man nicht mal bei Gott richtig angekratzt. Auch das spielt keine Rolle, weil dann ist die Seele so laut in deinem Leben, dass es eben auch abgebaut werden muss. Und irgendwann ist es interessant, wenn du diese Dinge eben aufschreibst, du lehnst auch deine Seele raus, du schreibst es auf und irgendwann, wenn das alles weg ist, wie eine Zwiebel, die man Schale für Schale wegnimmt, kommt man irgendwann zum Kern. Und ich finde es jetzt eine mega coole Übung, Susanne. Du hast ja, und dann würde ich jetzt natürlich bei diesem Bild, was Gott mir zeigt, wo ich Glauben brauche, würde ich natürlich jetzt als Antwort sagen, ja, lieber Gott, also das macht mir extrem Angst, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich schaue dann, dass ich nicht so formuliere, das mache ich nicht oder ich bin nicht der Typ dafür, weil dann mache ich es zu nach vorne. Dann blockiere ich mich selber. Aber ich sage, ich habe Angst davor, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann kommt wieder Maria, wo sie sagt, wie soll das geschehen, lieber Gott? Wie soll das möglich sein? Also der Dialog von Maria mit den Engeln ist eine Möglichkeit, dass du sagst, Gott, ich brauche Glauben. Das ist das Erste, was ich mit euch anschauen möchte. Der zweite Dialog, den wir mit euch anschauen, ich werde dann diesen Dialog für dich machen, auch spontan, das haben wir wirklich nicht abgesprochen.
ist der Wollte ich Diener, gerade fragen, machst du dann auch eine? ist der Diener und Elisa. Und zwar eine mächtige Armee kommt ihnen entgegen, in dem Sinn. Und ganz kurz, Susanne, was ist die Backstory? Ja, also Elisa und der Diener sind alleine und sie gehen am Abend schlafen und am Morgen wacht der Diener auf, geht nach draußen und er sieht, die ganze Umgebung ist effektiv physisch voll von Streitern, von Rossen, von Kampfwagen und allem. Und das ist die Situation. Am Abend geht er schlafen, eine Situation, am Morgen wacht er auf, eine komplett andere. Also wir können das ja nachvollziehen, vor Corona und während Corona zum Beispiel. Also, und er braucht eine Lösung. Und vielleicht bist auch du in deinem Leben in einer Situation, du brauchst eine Lösung. Das ist eigentlich das ähnliche ein bisschen wie Maria. Sie braucht ein Wunder. Wie soll das geschehen? Und Elisa und der Diener sagt, das ist gar nicht möglich. Wir werden rein menschlich verlieren. Wir werden umkommen dabei. Und es gibt Situationen, wo du ganz, ganz menschlich weißt, ich weiß, die einen Menschen, die nervt das. Ja, ihr mit eurem Glauben, ja, Corona kann auch nicht umbringen und wir kommen stärker raus und all diese Slogans. Und ich weiß, viele Leute sind mächtig ein bisschen angesäuert über diese Worte, weil du denkst, ja, immer das schön Malen der Christen. Und das war bei Elisa und seinem Diener auch so. Aber es gibt eine Dimension plötzlich, wo eben er betet, Gott öffne ihm die Augen, dass du eben plötzlich auch siehst, wir sind nie allein in unseren Kämpfen. Da ist ein Gott im Himmel und was dann der Diener sah dann die Wagen, feurige Wagen, das waren mehr als das, was ihnen entgegenkommt. Und ich möchte jetzt diesen Dialog ganz kurz machen. Du kannst mich ein bisschen jetzt fragen, Susanne. In meinem Buch, das mache ich sehr, sehr gerne, kann ich auch dann wieder lesen. Also, was machst du als erstes, Leo? Schreibe auf meinen Namen Leo. Leo, und was ist deine Frage? Und ich habe mega Glück, weil mein Name ist mega kurz, Leo. Leo. Gute Nacht, wenn du dann 5 Namen hast. Also, meine Frage ist, ich habe gestern gelesen, dass auch wenn der Corona ein bisschen vorbei ist, dass das Letzte, das man dann öffentlich wieder aufmacht, sind Großveranstaltungen. Das heißt, wir als Kirche werden am Ende dazukommen. Und was ist deine Frage an Gott? Ja, wie sollen wir das überleben? Also ich meine, dann schreib das auf. Wie sollen wir das Corona überleben? Und dann kommt Gott, Doppelpunkt, du schreibst jetzt vielleicht etwas anderes auf. Also wie sollen wir das überleben, weil man sagt, vielleicht geht es im Juni auf, im Juli, am August auf. Am August würde dann bedeuten, die Kirche wäre 6 Monate Online-Church. Gut, dann ist es so. Hat aber auch viele Einwirkungen auf unseren Urlaub und viele Dinge und so. Und ich merke einfach irgendwann mal so, habe ich von diesem ganzen Corona einfach ein bisschen genug. Aber das ist jetzt mein Gefühl, merkst jetzt, meine Seele ist drin, ich bin ein bisschen angesäuert. Ich bin mir nicht immer sicher, ob man das so richtig macht. Ich habe meine Fragen wirklich, natürlich bin ich immer positiv, aber ich habe meine Fragen, stehe auf jeden Tag und denke, das ist ein Nightmare, das kann gar nicht sein, das ist ein Witz und so. Also das ist meine Frage, merkst du, Seele ist mega drin, es ist viel Seele, viel Seele. Und was kommt als Antwort von Gott? Dann schreibst du als nächstes Gott, Doppelpunkt, und es ist halt optimal, wenn du, wie gesagt, jetzt nicht zu viel überlegst, sondern einfach das nimmst, was dir als erstes in den Sinn kommt. Das ist meistens das, was man dann irgendwie sagt, ach, das kann nicht sein, das bin ich oder das ist irgendwas Komisches. Also was ich dann höre, ist interessant, ich höre Gott zu sagen, ich sagte dir das letztes Jahr schon am Ende, mehr Raum für den Heiligen Geist in deinem Leben. Das habe ich letztes Jahr so gehört, dass wir haben auch angefangen mit Holy Spirit Night. Wir wollten auch den Sonntagabend ein bisschen umstellen, mehr Holy Spirit Nights und so, ein bisschen nicht so programmiert, haben wir gemacht, ein einziges Mal. Und da habe ich zu Gott gedacht, wow, krass, jetzt auch schon wieder vorbei. Und jetzt merke ich... Und Leo, hast du jetzt dazu eine Rückfrage? Weil wie sollen wir Corona überlegen? Und dann sagt Gott, sage ich dir, letztes Jahr Raum für den Heiligen Geist. Und was ist jetzt deine Rückfrage? Ja, was soll das heißen? Ich finde ja, mehr Raum für den Heiligen Geist hört sich immer mega theologisch an und alle Christen gehen ab wie die Schmitzkatze. Und dann, aber weil es ist für mich mehr Raum für den Heiligen Geist so ein Gummibegriff. Das kann eine Ermutigung sein, das kann eine Kritik sein, das kann ein Feedback sein, I don't know. Und dann, was sagt er? Er sagt zu mir wieder, er hält sich ein bisschen an, du kennst den Weg. Ich höre, wie Gott zu mir sagt, du kennst den Weg. Und dann?
Also reicht dir das oder hast du eine Rückfrage? Dann sage ich zu Gott, macht mich happy. Du kennst den Weg, also das heißt, du kennst ihn wirklich oder du weißt, dass du ihn dann wissen wirst? Nein, also wenn ich jetzt diesen Dialog jetzt so höre, also gehen wir mal durch. Meine Frage ist, wie sollen wir die Corona überleben? Eine ernste Frage, weil ich bin ja auch noch der Chef der Church. Das ist immer, wenn du oben bist, bist du in guten Tagen, wenn du oben bist, hat Gott die Wunder gemacht. In schwierigen Tagen bist du der Boss. Gott immer noch. Also dann sagte zu mir, ich habe letztes Jahr schon dazu gesagt, mehr Raum für den Heiligen Geist, habe ich verstanden, begriffen, habe Holy Spirit Night einfach im Chaos gestartet, wir hatten kein Team, Chaos glossiert, viele Diskussionen. Und er sagt zu mir, dann sage ich, was soll das heißen? Und ich höre Gott sagen, du kennst den Weg. Das heißt, du hast einen Weg, den du machen willst und der ist richtig. Heißt nicht, dass alles so weiterläuft. Das ist gar nicht mein Thema. Ich bin nach vorne orientiert. Darum, ich bin gar nicht Corona. Ich habe mega krasse Vorteile. Ich bin zum ersten Mal seit 3 Wochen jeden Abend zu Hause. Nächste Woche wieder, übernächste Woche wieder zu Hause. Ich merke, wie ich mal seit Wochen in meinem Bett schlafen kann. Aber das heißt, Gott hat gesagt, du kennst den Weg. Und dann sage ich zu Gott, das macht mich happy, weil Gott gesagt, du hast das und das und das und das Probleme. Dann hätte ich zu Gott gesagt, ja super, immer auf das Schlechte zu zeigen, habe ich jetzt gerade ein bisschen genug. Könnte aber auch sein. Darum ist es so mein Dialog. Das ist für dich eine Ermutigung. Bumm. Das ist für dich eine Ermutigung. Ja. Dass er dir sagt, Leo, du weißt eigentlich, tief in deinem Herzen weißt du wie. Genau, lass uns die 2 Dialoge, du kannst auch während dem nächsten Worship mit Dave Cool auch deinen Dialog weiterschreiben. Du kannst einen Dialog machen mit Maria, ich brauche Glauben, oder der Elie Sardiner, ich brauche eine Lösung. Und während Dave das Lied mit uns worshipt, Gott anbetet, haben wir ihn richtig drauf, genau, kannst du den Dialog machen oder mit uns zusammen beten. Dave, was hast du für ein Worship-Lied, das uns in diese Dialoge mit Gott hineinleitet? Hörst du mich? Dave schaut mich mit ganz großen... Sie wirklich, weil ich glaube, dass wir hier... Cool, ja. Hörst du mich? Ja, ein bisschen, ja. So lala, so lala. Wir haben Sie wirklich... Besser? Ja, go on. Genau. Ich glaube, See a Victory passt hier mega, weil wir möchten einfach Gott unsere Nöte inhalten, unsere Schmerzen. Was mich jetzt mega berührt hat, Theo, ist, dass wir so ehrlich sein dürfen mit Gott, wie auch die Maria war oder andere Leute oder der Diener. Wir dürfen ehrlich sein. Ich glaube, mehr Heiliger Geist heißt auch von unserer Seite aus mehr Ehrlichkeit gegenüber dem Heiligen Geist, damit er dann wirklich dort wirken kann, wo wir das brauchen. Das ist mein Gebet. Come on. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I know is holy, I'm a triumph. My God will never fail. Yes, my God will never fail. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Everyone here wages he ruling. And I'm not backing down from any giants. 'Cause I know how the story ends. Yes, I know how the story ends. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle
prometieron das so. You take the enemy not free, and it's hurting for good. You turn it for good. Oh yeah. You take the enemy not free, and it's hurting for good. It's hurting for good. You take the enemy not free, and it's hurting for good. It's hurting for good. You take the enemy not free, and it's hurting for good. It's hurting for good. I wanna see your victory. I wanna see your victory. For the battle belongs to the Lord. I wanna see your victory. I wanna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Yeah, you do. Wow. Danke, Dave. Was für ein Song. Der Victory, der Sieg gehört unserem Gott im Himmel. Er kämpft an unserer Seite. Alle diese Dialoge helfen mir effektiv auch ein bisschen so diese Schätze Gottes zu entdecken, auch ein bisschen den Willen von Gott zu entdecken. Aber vor allem, was ich am allermeisten merke, Susanne und auch Dave, meine Seele kommt zur Ruhe, weil einer der größten Probleme in unserem Glauben ist nicht, dass wir das nicht wissen. Im Kopf wissen wir, im Geist wissen wir, dass die Bibel stimmt, dass diese Geschichten Gottes uns ermutigen und dass das eine Kraft hat. Das ist gar nicht ein Thema, aber die Seele ist ein ganz anderer Punkt, weil die ist laut, hat Dinge erlebt, vielleicht auch verletzt worden und die ist so laut. Und dann sagt auch immer David in Psalmen zu der Seele, Seele, schweige oder Seele, find zur Ruhe. Und manchmal muss man der Seele einfach ein bisschen auch diesen Raum geben, in einem guten Setting, in einem Dialog, sich ein bisschen ausleben zu können, bis alles draußen ist. Und man dann effektiv merkt, man ist jetzt wirklich an die Frage von Gott, ist man jetzt eigentlich hineingekommen? Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit und ein Dialog ist nichts anderes, manchmal braucht es Zeit, bis man eigentlich zur Ruhe gekommen ist. Und das finde ich eine der größten Challenges überhaupt, einfach zur Ruhe zu finden, dass man nicht abgelenkt ist mit Ideen, mit WhatsApp, mit To-Dos, Wünschen, Vorstellungen und so weiter und so fort. Wir sehen uns nachher später nochmal, Dave. Ja, und das Spannende ist ja auch, ich meine, oftmals kennen wir den Ausgang dieser Dialoge von der Bibel. Also es gibt ja so viele Dialoge, eigentlich, wenn man sich mal ein bisschen darauf achtet. Aber oftmals kennen wir, wie das ausgeht. Deswegen kommt uns der Dialog gar nicht so spektakulär vor. Nur, wenn wir uns vorstellen würden, du wärst jetzt wirklich der Diener. Und du sähst wirklich jetzt diese Umgebung und da können wir uns jetzt vielleicht mit der Corona-Situation, die von einem Tag auf den anderen so wechselt, am besten identifizieren. Dann sieht es wieder anders aus und auf einmal merkt man, wow, es waren alles nur Menschen, aber sie konnten mit Gott ins Gespräch kommen oder mit eben Elisa, das heißt mit dem Propheten, der die Dinge sichtbar macht. Also wir haben noch 4 andere Dialogformen, du findest eigentlich endlos in der Bibel solche, aber einer ist auch der Dialog von Bartimäus, der war ja blind, der war ein Bettler in Jericho eigentlich und er brauchte ein Wunder. Und es ist ganz interessant, Jesus fragt ihn, und da geht es einen ganz interessanten Dialog, Jesus stellt ihm die Frage, dem blinden Mann, was willst du, dass ich dir tue? Ja. Und für mich ist es immer so die Frage, wer ist dann effektiv blind in der Situation? Aber warum stellt Jesus ihm die Frage? Weil, was wir oft in der Geschichte eben nicht verstehen, ist die Frage, willst du wirklich sehen? Weil zu sehen hat für Bartimäus bedeutet, ich werde nicht mehr betteln können. Ich werde plötzlich, wenn ich sehe, heißt, ich kann selber arbeiten. Ich muss selber eine Wohnung beziehen. Ich muss plötzlich mir meine Freunde aussuchen. Das hatte einen ganz krassen Einfluss, den man oft überliest. Man denkt immer, okay, wenn Jesus der Bartimäus heilt und er sieht, dann ist das Wunder erledigt. Dann beginnt erst die Wunder, die Bartimäus braucht, weil er hatte noch nie einen Job, er hat noch nie eine Wohnung gehabt. Und dann stellt Jesus auf die Frage, was willst du wirklich, Bartimäus? Das ist ein Dialog und Jesus hat auf die Antwort von ihm gewartet. Und das ist eigentlich auch die Ausgangsfrage, die du bei einem Dialog stellen kannst. Du kannst dir diese Frage jetzt aufschreiben, was willst du, dass ich dir tue? Ja. Und du schreibst einfach zuerst Jesus, Doppelpunkt, was willst du, dass ich dir
dann kannst du deinen Namen einsetzen, tue. Ja. Und so kannst du einen Dialog auch beginnen. Genau. Und dann kommst du vielleicht auch ganz spontan und auf dein Unterbewusstsein, was da eigentlich schon drin brodelt in deiner Seele, wenn du einfach hörst, was willst du, dass ich dir tue? Dieser Jesus dir sozusagen gegenübersteht, und dann schreib einfach auf. Schreib auf, was dir in den Sinn kommt. Genau, das ist der Bartimäus, dann haben wir einen anderen Dialog, der ist der Josua. Der hat ja das Volk von Moses oder von Gott übernommen und der Vorgänger war Moses, einer der besten Leiter überhaupt. Das ist ein Mann nach dem Herzen, auch von diesem Gott im Himmel, ein Gott, an dem Gott hat ja an ihm wohlgefangen. Das ist ein Top-Leader und ganz ehrlich, ich hätte nicht gerne in diese Fußstapfen von einem brillanten Leiter hineingehen müssen. Es ist immer einfacher, wenn du was übernimmst und die Leiterschaft war okay. Und du kannst es nur noch nach vorne orientieren. Und du weißt, wie es besser geht, ja? Aber Moses genau. hat das Volk durch das Rote, durch die Wüste geführt, Rote Meer geführt, durch die Wüste geführt. Die haben Wunder erlebt, der hat alles erlebt. Und plötzlich sagt Gott zu Josua, du bist der Nächste, der das Volk übernimmt. Und Josua brauchte Sicherheit. Also ich meine, es ist ja auch noch die Leute, die sich daran gewöhnen müssen an anderen Liedern. Und es kann sein in deinem Leben, dass du geschieden bist, du hast einen neuen Mann, eine neue Frau und du merkst, es fällt deinen Kindern nicht so einfach, das neue Gegenüber anzunehmen. Ganz, ganz praktisch. Es kann aber auch sein, dass in deiner Firma du etwas übernimmst und du merkst, dass Leute dich gar nicht wollen und man wird ein bisschen gemobbt und du hörst immer, ja, der andere hat das besser gemacht oder sie hat das besser gemacht. Und was Josua brauchte, war Sicherheit. Und dann sagte Gott zu ihm, diesen bekannten Vers in Josua Kapitel 1, Vers 9, sei getrost, sei mutig, sei stark, ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Und x-mal sagt Gott zu ihm, sei mutig, sei stark, sei mutig, sei stark, sei mutig, sei stark, sei mutig, sei stark. Und das wäre ein Dialog, den du machst und einfach sagst, okay, lieber Gott, ich brauche Sicherheit. Und dann hörst, was sagt Gott zu dir. Und das, was du hörst, schreibst du auf und dann stellst du wieder die Gegenfrage und Gott spricht und du antwortest wieder. Also das ist auch ein mega einfacher Dialog und kennst du dann, wir alle kennen Dinge, wo du plötzlich übernimmst von irgendjemand. Vielleicht wolltest du das gar nicht. Also wir sind ja auch in viele Dinge hineingeschupft oder befördert wurden, obwohl wir das gar nicht wollten. Wir haben nicht alles, was wir heute machen, wollten wir. Ich habe mich oft aufgesträubt, aber im Nachhinein hat Gott mich zum Glück gezwungen. Aber das habe ich dazu mal nicht so empfunden. Und wenn man da in der Situation drin ist, wie Josua, ein mächtiges Erbe, unvorstellbar, Ja. das ist schon logisch, dass man dann zu Gott sagt, also ohne deine Sicherheit, da bin ich ja Game Over. Ich kann es ja nur verkacken, ich kann es ja nur falsch machen, Ja. oder? Und spannend ist auch, du kannst auch eine Variante ausprobieren, wenn du diesen Josua 1, Vers 9 nimmst, wo Leo gerade davon gesprochen hat. Es steht spannenderweise in der Bibel nicht, was Josua der Antwort von Gott vorausgesagt hat. Und du kannst dich ja mal in Josua hineinversetzen. Wenn du zu lesen beginnst, Josua 1, Ja. also Kapitel 1, das beginnt einfach damit, Mose ist tot. Punkt. Und das heißt, ein krasser Leiter, wie du es beschrieben hast, ist einfach weggestorben. Und was würde jetzt Josua für eine Frage oder was würde er sagen, bevor Gott eben das zu Josua sagt? Ja, und man liest es einfach so, Moses war tot, aber das war ein Schockmoment im ganzen Volk. Wer soll das übernehmen? Wer hat diese Position? Da gab es vielleicht auch Rangelei. 100% gab es da Rangelei, 100% gab es Neid, 100% gab es Leute, die haben es gesagt, ich kann es besser. Alle diese Dinge, ist mega interessant, liest man in der Bibel nicht so. Es ist manchmal so ein bisschen so trocken. Und manchmal wünschte ich mir, diese Dinge hätte Gott auch hineingeschrieben. Aber darum, erst wenn man sich da hineinversetzt, wird die Bibel mega lebendig und merkt, aha, das ist crazy. Das ist eine Situation, wo Josua wusste, ich habe Feinde, ich habe Freunde und selber weiß ich vielleicht auch nicht ganz genau, ob ich das wirklich will und kann. Und dann kommt ja ein neues Land, das sie einnehmen mussten, hätten schon lange einnehmen sollen.
und plötzlich sollte es mit ihm funktionieren. Das ist ein crazy Dialog in dem Sinn. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass Josua zum Beispiel gesagt hätte, oh, lieber Gott, wir sind am Ende, aber doch noch nicht am Ziel, und dann geht der Dialog so weiter und dann spricht eben Gott das hinein. Ich möchte zurückgehen zu Dave. Du hast schon 4 Dialoge bekommen. Du hast einen Dialog von Maria, vom Engel, vom Diener und Elisa, von Bartimäus, jetzt von Josua. Sicherheit, Wunder, Lösungen und Glauben. Dave, du hast ja auch jetzt gerade kürzlich einen großen Job im ICF Zürich übernommen, weil ein Top-Leader ist zurück in die Wirtschaft gegangen. Jetzt hast auch du plötzlich etwas bekommen, was du eigentlich nicht in dem Sinn alleine aufgebaut hast. Und wie gehst du mit dem um? Weil Josua hat plötzlich das Erbe von Moses bekommen, hat er nicht aufgebaut und muss es weiterführen. Die Frage. Ich glaube, 2 Sachen, auch wieder hier Ehrlichkeit und Verletzlichkeit musste ich lernen. Nämlich, ich muss nicht alles gleich machen wie vorher, sondern ich kann mir überlegen, was heißt es für mich, wie will ich leiten, das muss Josua vielleicht auch dann, hat gewisse Sachen anders gemacht, und auch Verletzlichkeit gegenüber Gott, zu sagen, du musst mir unbedingt helfen, ich habe keine Lösung jetzt, so wie du vorher gesagt hast, du weißt nicht, wie das gehen soll mit der Kirche durch die Corona-Krise. Das ist ehrlich gegenüber Gott zu sagen, Gott, du musst ein Wunder tun. Und ich brauche auch in gewisser Weise ein Wunder in diesem Bereich von eben dem ICF Media. Und ich glaube, diese Verletzlichkeit dann aber auch gegenüber gewissen Menschen. Also ich mag mich erinnern, als du mich dann gefragt hast, wie geht es dir da drin? Und ich konnte sagen, ja, es ist schon recht schwierig und die Herausforderung ist Chaos. Und du hast mich ermutigt und hast gesagt, ja, am Anfang ist das oft oder immer so, wenn man was Neues übernimmt, das hat mir dann mich wieder runtergebracht. Also für mich hat es mit Verletzlichkeit und Ehrlichkeit zu tun, zu sagen, ich bin gerade ein bisschen am Anschlag und überfordert und ich brauche Hilfe von Menschen, aber auch eben von Gott und muss mir selbst auch Zeit geben in dem. Wow, starke Antwort, Dave, und ich glaube auch einer der Wichtigkeit ist eben auch Worship, Lieder zu singen. Die einen singen lieber, die einen singen weniger lieb. Aber Worship ist ja nicht anders als ein Gebet, das man singt und eine andere Form, wo eben auch der Seele und dem Geist extrem viel auch Kraft gibt. Und darum, Dave, leit uns in das nächste Worship-Lied hinein. Das ist auch eine Art und Weise, wie man Gott einen Dialog machen kann. Du kannst die Augen zumachen, deine Hände heben, man kann auf die Knie gehen, man kann hinliegen, hinknien, man kann stehen. Es gibt viele Optionen, wie man auch in der Worship-Haltung sein kann. Da gibt es ja grenzenlose Möglichkeiten. Sehr gerne. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted. Came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, you're my God, you're altogether loved, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see
see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. No, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon your cross, Jesus. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether love, altogether worth, altogether wonderful. Yes, you're wonderful to me. Yeah. Wow, Come on Worship ist so ein starker gesungener Dialog zu diesem Ja. Gott, nämlich ich bin hier, um dich anzubeten. Und das ist ein Statement, dass ich eben effektiv weiß, Gott hat mein Leben in seinen Händen. Ich bin nicht einfach ein Blatt, das irgendwo hingewindet wird oder ein Spielball der Natur oder der Laune, sondern Gott hat wirklich einen Plan in meinem Leben. Dave, vielen Dank. Vielen Dank, Dave. Amazing. Wir haben noch 2 Dialoge, die wir gerne noch durchgehen Und der möchten. Adressat, das ist mir gerade noch eingefallen während dem Lied, der Adressat ist ja bei einem Dialog jetzt für uns auch ganz klar, aber auch ganz wichtig. Wir adressieren an Gott, an den Schöpfer, an den Lebendigen, und das ist auch wichtig bei dem Dialog, dass ich weiß, ich bin ich und das ist Genau. meine Frage und ich stelle sie nicht ins Weltall, ich stelle sie nicht einer höheren Macht, sondern ich stelle sie an den Gott, den Lebendigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Genau. Der 5. Dialog, das ist der Moses. Der braucht ein neues Denken, weil er ist 40 Jahre weggerannt von Ägypten, vom Reichtum, vom Luxus, hat abseits gelebt. Er dachte, mein Leben ist zu Ende. Und dann erscheint Gott ihm in einem brennenden Dornbusch. Und da ist ein krasser Dialog mit ihm, wo Gott ihm sagt, geh zurück nach Ägypten, wo du herkommst, und führ das Volk heraus aus Ägypten. Und Gott hat mit anderen Worten gesagt, die ersten 40 Jahre wurdest du gezogen, wurdest du aufgezogen in Ägypten, und die anderen 40 Jahre hast du dich selber rausgezogen, und jetzt will ich, dass du die nächsten 40 Jahre mein Volk ziehst. Also das Ziehen war immer ein Thema gewesen bei Moses. Und dann gab Gott 5 Gründe, warum er disqualifiziert ist. Ich kann nicht sprechen, der Pharao wird nicht hören, das Volk wird auch nicht hören, es gibt Leute, die sind besser. 5 Punkte. Und was ich interessant finde bei Moses, ist ein klassischer Dialog. Moses sagt etwas, Gott antwortet. Moses sagt etwas, Gott antwortet. Moses sagt etwas, Gott antwortet. Ein absolut klassischer Dialog in dem Sinn. Und dann sagt Gott mit anderen Worten irgendwann mal, Moses, wie denkst du von dir? Hast dann du das Gefühl, dass du deine Zukunft kennst? Hast du dann das Gefühl, dass du einfach da in Ägypten groß geworden bist? Du konntest schreiben, du konntest vielleicht lesen, du hast alles erlebt, einfach für nichts, sondern viele Dinge, die man im Leben erlebt, braucht Gott später für seine Geschichte. Darum, deine Story ist nie zu Ende. Wenn man das Gefühl hat, ich bin auf dem Abstellgleis, ich habe das selber verkackt, ich habe es selber versagt, und dann ist Mose ein krasser Dialog, dass Gott noch lange nicht am Ende ist mit deiner Geschichte. Und der letzte Dialog. Sag doch noch kurz, wo der steht, für alle die nachschauen wollen, vielleicht morgen, vielleicht hast du Ja. heute noch Zeit. Das steht in 2. Moses Kapitel 3, Vers 11 bis 15. Also diesen Dialog zwischen Gott und Mose einfach mal durchlesen und vielleicht auch mal anstreichen mit verschiedenen Farben. Was hat Gott gesagt und was hat Mose gesagt? Und vielleicht kannst du auch die anderen Dialoge einfach mal nachgoogeln mit Maria und Engel und dann einfach herausschreiben, was hat Gott gesagt, was hat die Person gesagt und was haben vielleicht andere Leute oder andere Stimmen gesagt und wie steht das in was für einem Verhältnis? Mega, mega interessant. Der letzte Dialog, wir raten ein bisschen durch, das ist der Dialog von Hannah. Und sie brauchte Hoffnung. Warum brauchte Hannah Hoffnung, Susanne?
Hannah war kinderlos und sie wurde gehänselt von der zweiten Frau von ihrem Mann, schon eine denkbar ungünstige Familiensituation in sich. Sie wurde gehänselt und ausgelacht und das war ihre Not. Und das hat sie wirklich total hoffnungslos und auch krank gemacht. Das würde bedeuten, um das nochmal zusammenfassen, jetzt würde ich da schreiben Hannah. Ich bin Hannah, ganz einfach. Oder wir Warum? könnten so anfangen, dass Gott sagt, liebe Hannah, was möchtest du, dass ich dir tue? Dann sagt sie, warum bekomme ich keine Kinder? Wieso bekomme ich keine Kinder? Oder warum werde ich nicht geheilt? Warum habe ich keinen neuen Job? Warum bin ich noch immer Single? Warum wächst unsere Kirche nicht? Oder warum habe ich noch immer finanzielle Sorgen? Aber oder hast du gewusst, lieber Leo, warum Fragen sind eigentlich schwierig und ungünstig für einen Dialog zum Stellen? Na, mit dem beginnt man. Ich glaube, du magst vielleicht schon recht haben, aber man beginnt oft auch etwas in der Seele und warum. Und dann gibt es ja eine Antwort und auch ein Dialog startet dann auch wieder. In dem Sinn. Ich möchte dir nicht widersprechen, aber ich sage immer, es spielt keine Rolle, wie man einsteigt, sondern es ist wichtig, es entwickelt sich etwas. Einfach die Gefühle beschreiben. Also wenn Hannah zum Beispiel schreibt oder sagt, hey, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend, wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, du siehst doch mein Elend. Das ist die Art und Weise, wie Hannah ihren Dialog beginnt. Und da ist nichts entgegenzusprechen. Sie ist wirklich im Elend. Und vielleicht kannst da Gott die Frage stellen, wieso wünschst du dir Kinder? Ja, das wäre eine gute Und dann Frage. vielleicht sagt dann Hannah, mir ist langweilig. Ich habe keinen Sinn im Leben. Oder keinen Sinn im Leben. Merkst du? Und da bist du plötzlich in einer Tiefe angekommen, wo du eigentlich Gott, deine tiefsten Gefühle, deine Ehrlichkeit kommen da auf den Punkt. Und das meine ich mit dem. Viele Dinge, weil man etwas will, kommt immer eine Gegenfrage, warum willst du das? Was sind dann die Gefühle? Was würdest du dir dabei erhoffen oder erwünschen? Ja. Und dann merkt man plötzlich, da kommen Wörter vor wie Einsamkeit, Sinnlosigkeit, das Gefühl, ich habe versagt, ich bin nicht komplett, alle anderen haben auch, man hat. Und plötzlich merkst du, bist ganz tief. Und das ist jetzt ein guter Punkt. Dann spielt es ja wieder keine Rolle, ob du mit Warum anfängst, weil es geht eigentlich darum im Dialog, dass du auf den Grund von deinen Gefühlen kommst im Austausch mit Gott. Und er ist der die Tiefe von deinem Herzen kennt. Und ein Dialog kann dir helfen, auf diesen Herzenswunsch zu stoßen. Da haben wir diese 6 Dinge aber für einen Überblick. Du kannst dann einfach, wenn du es nochmal schaust, auf den Knopfdruck zu stoppen, kannst du es einfach nochmals aufschreiben. Das sind einfach ganz, ganz verschiedene Dialoge, die man mit Gott führen kann. Jetzt auf Insta Live sieht man das leider verdreht. Also macht es auch keinen Sinn, so sieht man das dann nicht. Genau. Aber du kannst jetzt einfach auf YouTube dann nochmals den Pausenknopf drücken und einfach diese Dinge aufschreiben, wo du einfach eine wunderbare Auflistung hast, wo es dir hilft, einen Dialog mit Gott zu führen. Logisch, es gibt noch viel mehr Dialoge, die man mit Gott führen kann. Susanne, am Ende von diesem Dialoggebet könntest du noch für uns beten, einfach uns segnen, dass wir wirklich auf dem heutigen Tag in diese Tiefe hineingehen. Ich glaube, jeder hat Zeit in deiner Quarantäne, du bist zu Hause, in den Wald spazieren gehst, was auch immer. Nimm dir ein Buch, nimm dir 1, 2 Seiten, geh auf eine Bank, beim Fluss, wo auch immer. Super Idee. Setz dich hin und mach dir den Dialog einfach einmal, was dir in den Sinn kommt und wirst merken, wow, coole Gebetsform. Ja, und himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir nicht einfach nur ein Monolog sprechen müssen, sollen, können, dürfen, sondern dass du dir eine persönliche Beziehung mit jeder einzelnen Person wünschst. Und das beinhaltet, dass du antwortest. Das beinhaltet einen Dialog. Und ich segne uns mit der Fähigkeit, dass wir uns Zeit einräumen, dass wir ein Blatt Papier hervornehmen, dass wir einen Stift zur Hand nehmen und einfach heute den Mut und die Zeit finden, zu schreiben. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du unsere Hand nimmst, unseren Stift nimmst und einfach führst und Antworten gibst, die uns überraschen. Und es heißt,
Im Jeremia 31, Vers 3, wenn mir recht ist, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und die große und unfassbare Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und nichts wissen kannst. Und mit dieser Verheißung sind wir gesegnet für heute und für jeden kommenden Tag im Namen Jesus. Amen. Amen. Also einen schönen Tag und genießt diesen Dialoggebet mit deinem Gott im Himmel. Bye bye. Tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.